Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du ihr vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Ist da Autos. jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. Jawohl, wir sind zurück bei Alan Wake. Und diesmal sind wir bei ihm daheim. Ja, schauen wir mal, wie er so wohnt, der Herr Schriftsteller. Hallo Alice. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht. Aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Halli, ich sitze auf und sie sauft den zusammen. Ja, was ist denn da los? Die Türschlösser schön. Die sind doch verkehrt rum, oder? Mein Gott. Ja, da genauso. Um Gottes Willen. Das ist das Werk eines Pfuschers. Was haben wir denn da? Mein Arbeitszimmer. Und da habe ich eine Manuskriptseiten. Untersuchen. Ach, das da. Das ist meine Bestseller. The Fall of Casey. Ja. Das nächste Bier wird der Brüller. Mal wetten. So, was haben wir denn da? Aha, mein Badezimmer. Das Badezimmer eines Alan Wakes. Mit Badewanne und einer riesen Dusche. Schaut dir das an. Und da herum hat er sein Schlafzimmer. Allerdings ohne Kleiderschrank. Vielleicht da drin. Ja, auch nicht. Ja, sag mal. Die haben keine Klamotten. Mein Gott. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der 3. Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Ja gut, Scheißtreff. In Bayern ist es auch kalt. Pass auf, da war ich drin, da vorne noch. Das Wohnzimmer. Ja, was hat er denn da? Einen CCTV. Geil. Möchte ich auch haben. Allerdings sollte ich mal den Kaffee erschütten, oder? Damit Alice was zum Saufen hat. Aha. Hat der 2 Kühlschränke? Kann das sein? Der was Besseres. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ja, sie braucht ihn. Und nicht auf dem Mocher. Ich, der Haussklave. Ja, Alice, wie schaut denn aus? Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Ja, die Betonung liegt auf manchmal. Meistens baut die gerade Scheiße. Ja, pass auf, die Coverentwürfe. Die sehen super aus. Oh, klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Mein Gott, warum ich?
Wo ist denn? Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Oh, bitte. Ich brunz mir in die Hosen. Wo? Ah, da vorne. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Mein Gott, schau da so. Dieses Elend. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein, nein, ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie Ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ja, das ist der Doktor schön. Mit Gummistiefeln. Geil. Was möchte er? Ja, was ist denn das da? Ein Fisch. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ey, sag mal, bist du blöd, ha? Schau ich aus wie ein Angler? Ich bin ein Schreiberling. Das muss gelingen. Ich glaube, Sheriff Und ab und zu tue ich ein paar Leute abknallen. Es ist da am Ende des Flurs. So, was haben wir da noch? Nix mehr. Ja, ich würde mir sagen, wir gehen zum Sheriff. Besser gesagt, zur Frau Sheriff. Ja, was ist denn da los? Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu Ja, das ist ja die wieder schön, die Wahnsinnige. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Ja, sag mal, Mr. Wake, die bisschen dämmisch, ha? Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Wer? Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas.
Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Ja, deine Maison, die ist wahnsinnig. Die hat einen Glühbirnen-Fetisch. Pass auf, was haben wir denn da? Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Der gewinnt gerne Wettbewerbe, ja. Ja, und die drei? Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Heute hat er mir sagen, die hat der Jason erwischt. Ja, da ist der Sheriff. Grüß Gott. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Ich hab mein Handy aufgeladen. Geil. Das ist ein Service. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark, am Lovers Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ja, um Mitternacht. Da bist ein Geisterstund. Jetzt muss ich in den Hinterhof. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Ja, muss hinten aussehen. Ich dachte, er wäre endlich trocken. Auf dem Klo muss manchmal ja was hinten aussehen. Er war auf Sauftour und hat dann Danny ziemlich übel zusammengeschlagen. Seit Wer ist er hey? wach ist, schreit er rum. Da drin? Ja, so der Zellentrakt. Ja, warte mal. Ich komm gleich. Eine Seite. Was haben wir da? Ein Funkgerät? Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Ja, das glaube ich. Den habe ich erschossen. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit. Hier Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, Ja verstanden, gut, Jungs. das geht nicht auf meine Rechnung. Stucky, Janes Ende. Die Werkstatt war schon verwüstet. Wer schreit da dauernd? Sag mal, Walter. Bitte Black geworden. Können Sie das Licht einschalten? Der möchte ein Licht. Den haben sie eingesperrt. In den Darkroom. Oh, danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Ja. Lassen Sie sich Ich bin in nichts Ordnung und er ist ein Säufer. reden. Warte mal, eine Seiten. Okay, Leute, der Hinterhof. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Durch den Zaun links. Ich darf mir sagen, das ist davon, oder? Ein Radio, da draußen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Ja, das war ich. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich Ich hab ein paar um zwei Geister Unmänner abknallt. kümmern, die die Fertigstellung Das ist die Schrottkarre. gefeiert haben. Moment, ich komm gleich. Das passiert jedes Jahr. Jetzt einmal nachschauen, was da gibt. Haben wir da was? Irgendwas versteckt? Nein. Jetzt hätte er sein können, oder? Ja, pass auf, wie komme ich da durch? Durch ein Loch im Zaun. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Ja, pass auf, da rum.
Trete ein, bring Glück herein. Wenn du ein bisschen Glück hast. Pass auf, die hat was hinterlassen. Was denn? Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Was? Anrufer meinte es ernst. Alice hat einen Führerschein? Ja, das wundert mich. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Okay, überzeugt. Zurück zur Frau Sheriff. Ja, pass auf. Da drin ist wieder der Walter. Ach so, jetzt schläft er schön. Der schläft seinen Rausch aus. Ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Ja gut. Bevor ich das Grauen suche, suchen wir erstmal ein bisschen Action. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Ja, Kumpel, der wär mal, ha? wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, Ja, das warte mal, Opa, Fortschreiten jetzt mag ihrer ich mal. Demenz zu verzögern.